Was soll das mit diesem Gott? Und wer ist das überhaupt? Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsgottesdienst, unserem ersten Gottesdienst in unserer neuen Halle im alten Kraftwerk. So schön bist du heute hier. Fantastisch. Mein Name ist Matthias Saladin, ich bin hier der leitende Pastor und ich freue mich, mit dir zusammen Weihnachten zu feiern. An Weihnachten feiern wir ja bekanntlich die Geburt von diesem Jesuskind. Aber warum eigentlich? Was ist so speziell an diesem Jesuskind? Schon früh im Leben von diesem Jesus haben die Menschen um ihn herum festgestellt, das ist kein normales Kind. So hat es gleich bei der Geburt angefangen. Maria, die Mutter von Jesus, war verlobt mit ihrem Verlobten Josef und sie wurde schwanger, ohne dass sie vorher miteinander geschlafen hatten. Und dann kommt Maria zu Josef und sagt: Josef, ich muss dir etwas sagen. Ich bin schwanger. Aber keine Angst, es war der Heilige Geist. Ich stelle mir vor, wie Josef sich gefühlt haben muss als Verlobter von Maria. Okay, alles klar. Verzähl's Pharima. Wer es glaubt, wird selig. Und Josef war dabei, seine Maria zu verlassen, heimlich. Aber in der Nacht, bevor er das tun wollte, hat er einen Traum und ein Engel begegnet ihm in diesem Traum und sagt ihm: Hab keine Angst, dieses Kind ist wirklich vom Heiligen Geist. Und wir lesen zusammen in Matthäus Kapitel 1, Vers 22, der Engel spricht zu Josef im Traum: Dies alles ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Emmanuel geben. Das ist hebräisch und heißt auf Deutsch Gott mit uns. Und durch diesen Traum ist Josef beruhigt. Er heiratet seine Frau, aber ziemlich früh erkennt er, dieses Kind ist nicht ein normales Kind. Das ist Emmanuel. Irgendwie ist Gott hier dabei. Und spätestens als dann dieser Jesus erwachsen wurde und mit 33 Jahren circa an einem Kreuz gestorben ist und dann 3 Tage später wieder auferstanden ist von den Toten, waren die ersten Gläubigen davon überzeugt, das war kein normaler Mensch. Emmanuel, das ist auch nicht einfach nur ein Name, die Bedeutung ist wahr. Es ist Gott mit uns. Hier wurde Gott Mensch und kam mitten unter uns. Und ich weiß nicht, wie du dir Gott vorstellst. Ich weiß nicht, mit welcher Idee du unterwegs bist bezüglich Gott. Ob du an einen Gott denkst, du denkst vielleicht, den gibt es vielleicht, aber der ist weit weg. Mit mir persönlich hat der nicht viel zu tun. Vielleicht bist du aufgewachsen und in einem christlichen Umfeld sozialisiert geworden und du denkst an einen Gott, der streng ist, der uns gerne bestraft, wenn wir etwas Falsches tun. Vielleicht bist du heute hier und du hattest einmal Glauben an Gott, aber hast diesen verloren durch Schicksalsschläge in deinem oder im Leben von Menschen, die dir nahe sind. Und du fragst dich, wie kann es überhaupt einen Gott geben mit all diesem Leid auf dieser Welt? Und vielleicht bist du heute sogar hier und du sagst, ich glaube überhaupt nicht an einen Gott. Und dir geht's wie Josef. Maria kommt zu ihm und sagt, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Und du denkst, wer glaubt denn an solch übernatürlichen Schwachsinn? Wie auch immer dein Gottesbild heute Morgen ist, ich möchte dich jetzt herausfordern und einladen, in den nächsten 15 Minuten, dass Gott sich dir heute Morgen noch einmal neu vorstellen darf. Okay? Weil, schau, man darf Gott verstehen im Kopf,
Aber mein Gebet für heute Morgen ist, dass du ihn auch erlebst. Und jetzt machen wir etwas Außergewöhnliches für einen Weihnachtsgottesdienst. Okay? Wer ist bereit für etwas Außergewöhnliches? Sehr gut, ein paar, das ist okay. Der Rest macht jetzt einfach mit. Wir machen jetzt ein kurzes Bibelstudium ins Alte Testament, in den ersten Teil der Bibel. Und wir lernen alle gemeinsam ein bisschen Hebräisch, okay? Was fällt dem ein an einem Weihnachtsgottesdienst? Ich weiß, es ist speziell. Wir machen jetzt ein Bibelstudium, lernen Hebräisch. Jeder von euch kann am Schluss Hebräisch, weil der erste Teil der Bibel wurde in Hebräisch geschrieben. Es gibt diese faszinierende Geschichte im Alten Testament, die ist über 2.000, 3.000 Jahre alt, in der Mose, der die 10 Gebote dem Volk Israel gegeben hat, zu Gott ein Gebet spricht. Und dieser Mose sagt zu Gott, Gott, ich möchte dich sehen. Zeig mir deine Herrlichkeit. Zeig mir, wer du wirklich bist. Und das Faszinierende an dieser Geschichte ist, dass dieser Gott sein Gebet erhört und ihm zumindest teilweise zeigt, wer er selbst ist. Aber Gott sagt, wir haben ein Problem, Mose. Du kannst mich nicht sehen. Wenn jemand mich sieht, muss er sterben. Weil ich bin so groß und so heilig und so mächtig und du bist so klein und ein Mensch. Dich bläst es weg, du löst dich in Asche auf. Aber ich habe eine Idee, sagt Gott. Ich werde dich in einen Felsspalt stellen und dir die Augen zuhalten mit einer Hand und dann werde ich an dir vorübergehen. Und wenn ich vorbeigegangen bin, nehme ich meine Hand weg und dann darfst du meinen Rücken sehen. Aber nicht mein Gesicht, nur mein Rücken. Ist das nicht faszinierend, diese Geschichte? Und ich liebe das, weil es zeigt uns eine Wahrheit. Ein Mensch fragt bei Gott, zeige mich dir. Ich sage dir was, Gott nimmt solche Gebete ernst. Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeige mich dir. Es fängt dort an, dass wir Gott fragen, ihn kennenlernen möchten. Und jetzt lese ich, was passiert mit euch und dann wird es hebräisch, okay? Seid ihr noch bei mir? Die Szene, wie Gott Mose begegnet. Und jetzt noch eine Vorbemerkung. Gott zeigt nur einen Teil von sich hier. Nur den Rücken, nicht sein Gesicht. Das heißt, es gibt noch mehr, das Gott zeigen möchte. Aber einfach mal als Vorbemerkung lesen wir im 2. Mose, Kapitel 34. Und der Herr ging an ihm vorüber, deckt die Hand über sein Gesicht, nimmt die Hand weg und sagt, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, von großer Gnade und Treue, der Gnade bewahrt den Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Wow, Gott stellt sich Mose vor als barmherzig, langmütig, geduldiger Gott, ein treuer Gott, der bis in die 1000. Generation segnen möchte. Wer möchte nicht so einen Gott, oder? Aber jetzt redet Gott weiter. Der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Söhnen und Enkeln bis zur 3. und 4. Generation. Okay. Gott ist zwar gnädig, langmütig, treu, vergebend, lässt aber nicht ungestraft die Schuld, sondern sucht sie heim an den Enkeln und Großenkeln und Urgroßeltern, Enkeln. Wenn du heute eingeladen wurdest zu diesem Weihnachtsgottesdienst, dann versichere ich dir jetzt, dass die Person, die dich eingeladen hat, von entspannt zu angespannt wurde. Und sich denkt, was redet er jetzt über so eine schwierige Bibelstelle an Weihnachten?
Wer will denn so ein Gott? Können wir nicht über den süßen Jesus was hören in der Krippe? Wer braucht so einen Gott, der nicht meine Schuld heimsucht, sondern die meiner Eltern, meine Großeltern? Was soll das? Das ist ja schrecklich, so ein Gott. Und ich habe gesagt, wir machen ein kleines Bibelstudium, okay? Und lernen jetzt Hebräisch. Weil dieses Wort heimsuchen, vielleicht können wir nochmal den einen Vers einblenden. Gott, der die Schuld heimsucht, dieses Wort heimsuchen, ist für uns ein negatives Wort. Wir sagen im Deutschen zum Beispiel, dieses Dorf wurde von einer Dürre heimgesucht. Oder dieses Haus wurde von einem Poltergeist heimgesucht. Und dieses Wort ist durch und durch negativ. In der früheren Sprache in Deutschland hat man gesagt, wenn die Polizei eine Hausdurchsuchung gemacht hat, das ist eine Heimsuchung. Also eigentlich so wie eine Razzia. Warum würde ich denn jetzt so einen Gott wollen? Aber das Wort, das dort verwendet wird, das ist hebräisch, das lautet Pakad. Sag mal Pakad. Sag mal Pakad. Du musst jetzt Hebräisch mit mir lernen. Sag mal Pakad. Pakad, sehr gut. Pakad. Pakad. Und an vielen Stellen in der Bibel wird dieses Wort tatsächlich negativ verwendet. Aber nicht nur. Es gibt ganz einzigartige Stellen in der Bibel. Zum Beispiel lesen wir von Sarah, die nicht schwanger werden konnte, dass es heißt, Gott suchte sie heim und sie wurde schwanger. Oder Hannah im Samuelbuch, die auch nicht schwanger werden konnte. Dort heißt es, der Herr suchte Hannah heim. Pakad. Der Herr suchte Sarah heim, dort steht Pakad, sodass sie 3 Söhne und 2 Töchter gebar. Schau, Pakad bedeutet einfach neutral genommen, einfach mal besuchen, mustern, anschauen, nahe kommen. Das kann schlecht kommen, muss aber nicht. Also, Gott stellt sich Mose so vor: Ich bin ein Gott, der gnädig ist, der barmherzig ist, der treu ist, der dich segnet und deine Schuld vergibt bis in die 1000. Generation, aber Pakad deine Schuld bis in die 3. und 4. Generation. Klingt zuerst einmal positiv und dann negativ, aber ist es wirklich negativ gemeint? Was ist, wenn das Gesicht Gottes noch viel besser ist als sein Rücken? Mose sieht den Rücken Gottes und der ist schon fantastisch. Aber sein Gesicht darf er nicht sehen. Und jetzt, liebe Freunde und Bekannte und Familienangehörige, kommen wir wieder zurück zu Weihnachten. Jetzt ist die Bibelstunde vorbei, Hebräisch habt ihr gelernt, jetzt kommen wir wieder zurück in die Weihnachtsgeschichte, okay? Seid ihr noch wach? Ich habe euch noch nicht verloren. Das ist sehr, sehr gut, weil jetzt wird es wichtig und für dich persönlich relevant. Ich liebe das an der Bibel. Gott stellt sich uns in der Bibel immer wieder vor. Aber oft teilweise, oft nur stückweise und dann wieder deutlicher. Und jetzt kommen wir zu Weihnachten. Von der Geburt von Jesus Christus, von dem es heißt, er sei Emmanuel, was übersetzt heißt Gott mit uns. An Weihnachten wird Gott selbst Mensch, besucht seine Welt, besucht seine Geschöpfe, besucht dich und mich. An Weihnachten Pakad Gott dich. Er sucht dich heim. Gott zeigt hier sein wahres Gesicht. Man könnte sagen, Weihnachten ist die Heimsuchung Gottes der Welt. An Weihnachten sucht Gott dich heim. Aber er tut das nicht im Sinne von, dass er deine Schuld dir heimzahlen möchte, sondern dich besuchen möchte, deiner Schuld begegnen möchte.
Heimsuchung nicht im Sinne von Heimzahlung, sondern im Sinne von daheim besuchen. Warum sage ich das? Wir können das in der Bibel immer wieder lesen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Jesus begegnet ständig Menschen und überleg, Jesus ist Emmanuel, der menschgewordene Gott, der über diese Welt wandert, Menschen begegnet. Wir dürfen da sehen, wie Gott wirklich ist. In Jesus Christus zeigt Gott sein wahres Gesicht. Nicht nur sein Rücken, sondern seine wahre Identität. Und dieser Jesus sucht ständig Menschen heim. Jesus sucht ständig Menschen heim, besucht sie zu Hause. Und zum Schluss möchte ich nur eine Story kurz erwähnen, die Story von Zachäus. Zachäus war ein Zöllner und Sünder, heißt es. Und du musst verstehen, Zöllner waren damals die schlimmsten Menschen. Das waren diejenigen, die die armen Menschen, das Volk beraubt haben und sich selbst bereichert haben. Und dieser Zachäus, der hört, dass dieser Jesus vorbeikommt. Dieser Emmanuel, dieser Gott mit uns. Niemand mochte Zachäus. Der war gehasst von allen, war verloren in seiner Geldgier. Niemand mochte Zachäus, aber nicht so Emmanuel, nicht so Jesus. Der menschgewordene Gott kommt dorthin und ich möchte jetzt lesen, was geschieht. Lukas 19, Vers 5. Zachäus, spricht Jesus, als er Zachäus sieht. Los, komm herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Heute muss ich dich packen. Und Zachäus kam rasch herunter und nahm ihn voller Freude auf. Und Jesus kehrt im Hause Zachäus ein. Der menschgewordene Gott Emmanuel sucht sein Kind Zachäus heim. Er begegnet ihm zu Hause. Er zahlt ihm seine Schuld nicht heim. Er bestraft ihn nicht, sondern er begegnet seiner Schuld. Er begegnet seinem Leben. Er begegnet Zachäus wirklich. Und er vergibt ihm alles, was er falsch getan hat. Und diese Begegnung verändert Zachäus für immer. Sein Leben, er dreht komplett um. Er verkauft die Hälfte seines Besitzes und gibt es an die Armen. Und das, was er unrechtmäßig erworben hatte oder gestohlen hatte, sagt er, gibt er vierfach wieder zurück. Und Jesus sagt in Vers 9 Folgendes: Heute ist in diesem Haus Rettung widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn, er redet von sich selbst, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weihnachten ist Gottes Heimsuchung. An Weihnachten sucht Gott dich heim. Er kommt dir nahe, er steht an deiner Lebenstür, klopft an und möchte mit dir Gemeinschaft haben. Gott ist wirklich gut. Er ist barmherzig. Er ist treu, langmütig, voller Gnade, vergibt die Schuld bis in die 1000. Generation. Aber damit du das erleben kannst, muss er zuerst deine Schuld heimsuchen. Er muss zuerst zu dir kommen. Du musst ihm zuerst deine Tür aufmachen und ihn reinlassen, dass er dir begegnen darf. Er möchte heute in dein Leben kommen.
Hallo alle zusammen. Ich bin ein bisschen nervös. Das, was ihr gerade hier gesehen habt, ist meine Geschichte. Ich bin Sarah und ich bin wirklich froh, einmal hier zu sein und euch auf meinen Weg mit, oder besser gesagt zu Jesus mitnehmen zu dürfen. Leider habe ich keine einfache Kindheit erlebt. Ich bin in sehr zerrütteten Familienverhältnissen groß geworden, in einem nicht-christlichen Elternhaus. Da meine Mutter selber eine sehr schwere Kindheit erlebt hatte mit Missbrauch und Gewalt, litt sie seit ihrer Jugend an schweren Depressionen und Alkohol und Drogen waren ihr ständiger Begleiter. Dies führte dazu, dass mein Bruder und ich sehr stark von ihr vernachlässigt worden sind. Wir wurden sehr oft alleine gelassen, waren viel auf uns alleine gestellt und uns selber überlassen, bis eines Tages mein Vater uns mit dem Jugendamt rausgeholt hat und wir bei ihm gelebt haben. Leider hat all das jedoch schon einen sehr, sehr großen Schaden hinterlassen bei uns. Und schon als ich klein war, habe ich mir meine eigene kleine Kinderbibel gewünscht und sie hat mir damals zu der Zeit auch sehr, sehr viel bedeutet. Sie gab mir dieses Gottvertrauen und ich mochte diese Geschichten dort drin sehr. Aufgrund dieser und vieler weiterer Ereignisse in meinem Leben verschwand dieses Vertrauen jedoch und ich verlor den Glauben an einen liebenden Gott. Ich war enttäuscht von meiner Mutter, enttäuscht von diesem Leben und auch enttäuscht von Gott. Ich hatte einfach keine einfache Zeit und Entschuldigung. Moment, es tut mir leid. Ich verlor mich immer weiter selbst. Ich versuchte, mein Leben in den Griff zu bekommen, auf eigene Weise. Ich machte viele Therapien, die mir nicht geholfen haben und nichts hat mir geholfen. Ich fiel in ein ganz, ganz tiefes Loch. Und ich war geplagt von Ängsten, von sehr viel Schmerz und habe mich einfach immer gefragt, warum tut Gott das? Ich verlor den Sinn in meinem Leben und so kam es, dass ich versucht hatte, mit ungefähr 19 Jahren mir das Leben zu nehmen. Als es allerdings schiefgelaufen ist, entschied ich mich in einer Nacht- und Nebelaktion, meine Heimat zu verlassen und fortzugehen und an der Seite eines Menschen, der mir damals sehr viel bedeutet hat und dem ich sehr vertraut habe, ein neues Leben anzufangen und zu heilen. Anstatt Heilung habe ich jedoch nur noch mehr Schmerz und Enttäuschung erfahren. Ich ging durch eine sehr toxische Beziehung, die leider auch sehr gewalttätig war. Ich wusste zwar schon immer, wenn es das Böse gibt, muss es auch das Gute geben, doch als dann auch noch meine Mutter auf tragische Weise ihr Leben bei einem Wohnungsbrand verloren hat, als ich 19 Jahre alt war, 20 Jahre, Entschuldigung, lehnte ich den Glauben mehr denn je ab und verlor jegliche Hoffnung. Ich fiel erneut in ein sehr, sehr tiefes Loch und gab mich immer mehr auf. Ich sah keinen Sinn mehr in meinem Leben und Drogen und Alkohol wurde auch ein ständiger Begleiter in meinem Leben. Dann lernte ich eines Tages meinen jetzigen Partner kennen und lange bevor ich es selber wusste, wusste er, dass ich diesen Jesus in meinem Leben brauche, um zu heilen. Wir sprachen sehr viel über den Glauben und er nahm mich auch mit in die Kirche, aber ich hatte Angst und war einfach sehr unsicher und skeptisch. Ich hatte Angst vor erneuten Rückschlägen und vor erneuten Enttäuschungen, dass ich mich einfach nicht darauf einlassen konnte. Und trotzdem war ich so unfassbar fasziniert und beeindruckt von dieser Hoffnung und dieser Liebe und dieser Leidenschaft, die er durch seinen Glauben in sich getragen hat. Und dann eines Tages, als wir erneut in die Kirche gingen, spürte ich plötzlich so eine unglaubliche Kraft. Ich spürte so viel Liebe und so viel Hoffnung. Das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit einen Frieden in mir, dass ich in Tränen ausgebrochen bin. Und das war der Moment, an dem ich wusste, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Und ich war bereit, ihm mein Leben zu übergeben.
Ich war unglaublich überwältigt von diesen Gefühlen und mit dem, was es mit mir gemacht hat, als ich mich für Jesus entschieden habe. Ich kann es eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen. Ich erinnere mich noch an den Moment, als wir bei uns im Wohnzimmer saßen und ich hatte das Gefühl, als würde ich in der Unendlichkeit schweben und in einem Meer voll mit Liebe und überall war Licht und überall war Wärme und selbst mein Partner musste mit den Tränen kämpfen. Und nachdem ich Jesus mein Leben in einem Gebet übergeben hatte, wusste ich, dass sich der Himmel für mich geöffnet hat. Es hat sich angefühlt, als wären alle Fesseln von mir gelöst und ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus nicht nur für mich, sondern für alle Menschen der stabile Orientierungspunkt im Leben sein möchte. Und durch seine Gnade und seine Vergebung habe ich Frieden und Heilung erfahren dürfen. Meine Beziehung zu Gott hat mich gerettet und mich vor vielen falschen Entscheidungen bewahrt. Und der Grund, warum ich heute Abend hier oben stehe oder heute und meinen Mut zusammengenommen habe, meine Geschichte mit euch zu teilen, ist, dass ich die Hoffnung darauf habe, dass ich euch bewusst machen kann, dass Gott bei euch ist. Und auch, egal in welchem Punkt ihr heute an eurem Leben steht und auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so für euch anfühlt, er ist euch nah, wenn ihr euer Herz für ihn öffnet. Amen. Ich halte mich fest an deinen Worten und ich glaube dir, was du versprichst. Du bahnst den Weg, du teilst das Meer von mir, gehst mit mir durchs Feuer, wächst Träume in mir. Du bahnst den Weg, auch wenn ich ihn noch nicht sehe. Bist du meine Hoffnung, wohin es auch geht. Du bahnst den Weg. Deine Geschichten sprechen Bände. Noch so viel mehr.
Ihr dürft euch für einen Moment noch mal kurz setzen. Was für eine faszinierende und wunderbare Geschichte, die Sarah heute hier erzählt hat. Wie Gott in ihr Leben gekommen ist. Sie heimgesucht hat. Die Schuld ihrer Mutter an ihr heimgesucht hat. Nicht im Sinne von heimzahlen, sondern besuchen und beseitigen. In einem Moment kam diese Liebe in ihr Leben, diese Gegenwart Gottes, diese Emmanuel, dieser Jesus in ihr Leben und hat alles verändert. Und ich weiß nicht, was dein Gottesbild ist, wie du Gott betrachtest, was du von ihm hältst. Ich weiß aber, dass dieser Emmanuel, dieser Jesus heute hier ist. Und er möchte gerne in dein Leben kommen. Er möchte gerne dich und deine Schuld heimsuchen heute, weil er dich liebt, weil er dich segnen möchte. Dich und 1000 Generationen nach dir. Er ist barmherzig und gütig und treu. Aber schau, die Bibel sagt, wir Menschen sind alle schuldig geworden. Jeder Mensch kann nicht einfach zu Gott gehen, weil Gott ist heilig und groß und mächtig und zu viel für dich. Du würdest sterben, sagt Gott zu Mose. Aber weil Gott liebt, weil Gott dich persönlich liebt, barmherzig dir gegenüber ist, langmütig, voller Gnade, sagt die Bibel, dass Gott vor ungefähr 2000 Jahren selbst Mensch geworden ist, als Jesus Christus, Emmanuel. Und dass dieser Mensch gewordene Gott, an deiner Stelle und meiner Stelle an einem Kreuz gestorben ist, um deine Schuld zu beseitigen, um meine Schuld zu beseitigen, um das heimzusuchen, um das aus dem Weg zu räumen, damit du Vergebung für das hast, was zwischen dir und Gott steht, dass du versöhnt werden kannst mit Gott, dass du ewiges Leben hast bei ihm. Jesus starb an einem Kreuz, an deiner und meiner Stelle, damit du und ich leben können. Jesus starb alleine an einem Kreuz, damit du Gemeinschaft haben kannst mit Gott und nie mehr allein sein musst. Jesus wurde am Kreuz verflucht, damit du und 1000 Generationen nach dir gesegnet werden können. Jesus wurde geschlagen, damit du geheilt werden darfst. Aber schau, diese Heimsuchung ist keine Razzia, bei der Gott deine Lebenstür einbricht und sagt, so jetzt ist es soweit, sondern er möchte Beziehung. Er möchte dich liebevoll besuchen. Du siehst hier eine Tür. Diese Tür ist deine Lebenstür. Und die hat einen Griff. Und wenn wir diese Tür öffnen, vielleicht siehst du es nicht, aber hier ist kein Griff auf der anderen Seite. Deine Lebenstür hat einen Griff nur auf einer Seite. Weißt du warum? Weil nur du deine Lebenstür für Gott aufmachen kannst. Er wird sie dir nicht öffnen.
Bibel sagt, dass Gott vor deiner Lebenstür steht. Und Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 20, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Aber ob Jesus in dein Leben kommt, ob Emmanuel in dein Leben kommt, hängt davon ab, ob du deine Tür öffnest. Es gibt nur einen Türgriff und der ist auf deiner Seite, weil die Heimsuchung Gottes keine Razzia ist, sondern ein freundlicher Besuch. Schau, Gott möchte dich segnen. Gott möchte dir vergeben. Gott möchte dich neu machen. Gott möchte dich heilen. Gott möchte das Beste für dich. Gott möchte mit seiner Gegenwart in dein Lebenshaus kommen. Aber du musst es öffnen. Und ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, in der du dein Herz für Gott, für diesen Jesus, diesen Emmanuel öffnest. Weil ich bin überzeugt, heute ist der Tag deiner Heimsuchung. Im positiven Sinne. Gott ist hier. Und wenn du ehrlich zu ihm betest, wird er in dein Leben kommen jetzt. Und dir all das geben, was er für dich vorbereitet hat. So wie er zu Jesus gesagt hat, Jesus zu Zachäus gesagt hat, heute muss ich bei dir einkehren. So muss Gott heute in dein Leben kommen. Aber diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Die kann dir niemand abnehmen, nur du selbst kannst deine Tür öffnen für diesen Jesus. Wenn du das bist heute, wenn du merkst, heute ist der Tag, wo ich Jesus in mein Leben einladen möchte, diese Vergebung empfangen kann, dann darfst du dich jetzt dann gleich melden. Können wir kurz all unsere Augen schließen? In der ganzen Halle bis hinten auf der Seite, die Band, alle machen die Augen zu. Wenn du heute hier bist und deine Lebenstür öffnen möchtest, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum erneuten Mal, weil du von Gott weggerannt bist. Aber du merkst heute, dass heute der Tag ist, wo er in dein Leben kommt, in dein Herz kommt und er anklopft und du sein Klopfen hörst und seine Stimme hörst. Während jetzt alle die Augen zu haben, bitte ich dich gleich, deine Hand zu heben, deutlich mir zu zeigen, wo du sitzt und wer du bist, dass du mir zuwinkst. In einem Moment, danke für einen Moment, nur noch kurz. Jesus hat gesagt, ein letztes Wort, das ich noch geben möchte. Jesus hat gesagt, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, jeden Menschen, dass er seinen Sohn gegeben hat, Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du das Angebot heute annehmen möchtest, jetzt haben alle Augen zu, dann streck mir jetzt kurz deine Hand hoch, deutlich, wink mir zu, sehr gut, so viele Hände, fantastisch. Lass sie oben, lass sie kurz oben. Ich liebe das an Gott, wenn wir ehrlich kommen vor ihn und sagen, Gott, zeig du mir dich. Dann hört er dich jetzt. Du kannst deine Hand gerne wieder senken und jetzt mit mir mitbeten. Wenn du deine Hand gehoben hast, darfst du dieses Gebet wie von Herzen mitbeten, dass ich jetzt für dich spreche. Ist das gut? Vater, ich danke dir. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Moment. Heute mache ich mein Herz auf für dich. Jesus, komm in mein Leben. Hab Gemeinschaft mit mir. Erfülle mich mit deiner Liebe. Vergib mir meine Schuld. Beseitige meine Fehler. Mach mich neu.
ab heute gehört mein Leben dir, Jesus. Ab heute gehöre ich zu dir, Jesus. Amen. Amen. Komm, wir geben den vielen Leuten, die heute die Hand gehoben haben, einen richtigen Applaus. Come on.